Ja, grüß euch beinand und einen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Ich bin schlecht heute. Meine prophetischen Fähigkeiten sind im Urlaub. Liegt vielleicht daran, dass ich seit ein paar Wochen bloß noch zuckerfreie Nussecken konsumiere. Aber er hat tatsächlich heute seinen Teil 4 von seinem, nennen wir es mal, Podcast hochgeladen. Seine Erlebnisse außerhalb der Schule. Wir hatten von diesen Erlebnissen schon sehr viele. Es ist auch sehr, sehr weit gegriffen. Ich meine, alles außerhalb der Schule ist ja also möglich. Ich bin gespannt. Die ganze Chose dauert wieder 20 Minuten. Wir schauen beim guten Spiegellord. Die Verlinkung findet ihr in der Beschreibung. So rum wird ein Schuh draus. Und dann darf ich sagen, der mal gar nicht lang umeinander. Und gehen wir einer in Rainer. Metal Leute, Servus und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ich hab's dir heute schon mal gesagt, aber ich sag's auch gerne nochmal. Du hast immer noch und wirst es für immer haben Metal-Verbot, mein Freund. Ach ja, heute geht's weiter mit der neuen Folge. Wir erinnern uns dran, er nimmt die Scheiße auf nach dem dritten Teil. Und er hat nach den 20 Minuten von dem dritten Teil schon so wenig Bock, dass er jetzt wieder schnauben. Ach ja, dann mach mal nochmal schwere Arbeit. Die letzte Folge habe ich ja jetzt direkt im Anschluss aufgenommen, also ich habe noch keine Kommentare und nichts. Ich habe übrigens, das habe ich bei der letzten Folge am Anfang vergessen zu erzählen, es gab 2 Leute, die sich gewünscht haben, dass ich die Fresse hältst, deinen Kanal löscht, ich weiß nicht. Noch ein paar Themen mit einbaue. Die Kommentare, das ich gelesen habe, ist schon ein paar Tage her. Ich weiß es also nicht mehr genau. Ja, aufschreiben wäre eine Möglichkeit gewesen, Rainer. Wenn man so ein Hirn wie ein Sieb hat, wäre aufschreiben, wenn dann so ein Kommentar liest, oh, das ist ein guter Kommentar, aufschreiben. Oder wenn du es nicht aufgeschrieben hast, bevor du die Scheiße hier aufnimmst, vielleicht einmal kurz nachdenken, da war was, das war in die Kommentare unter dem Video, schauen wir doch nochmal nach. Ein bisschen runterscrollen, nachschauen, aufschreiben, dann hättest du jetzt erstens die Geschichte dann gleich in deine Liste mit aufnehmen können und zweitens das uns jetzt hier so sagen. Aber ja, jetzt hat irgendeiner was in die Kommentare geschrieben, ich habe es interessant befunden, aber dann doch nicht so interessant, dass er mir tatsächlich die Mühe gemacht hat, dass er einen Stift in die Hand nimmt oder es wenigstens irgendwie, keine Ahnung, mit dem Handy abfotografiert oder was auch immer. Wäre zu viel Arbeit gewesen. Ich weiß aber noch, dass ich die Kommentare beantwortet habe und dazu geschrieben habe, dass man das nochmal von dir lassen wir gar nichts sagen. Kurz ein bisschen abwarten muss. Ob ich das nicht sowieso von sich aus schon erkläre, weil das waren Themen, die ich sowieso mit aufgreifen wollte. Da muss man dann nochmal schauen. Wenn man das dann auch im speziellen Fall etwas ausgearbeiteter haben möchte, kann man das gerne machen. Ansonsten steht euch natürlich nach wie vor frei, wenn euch irgendwelche bestimmten Punkte interessieren. Vielleicht auch Punkte zu denen, die wir bisher hatten. Vielleicht habt ihr da noch speziellere Wünsche oder Fragen oder so. Dann kann man auch gerne darüber nochmal etwas genauer sprechen. Ja, erstmal nochmal gähnen. Sehr schön. Ich entschuldige mich, es ist schon recht spät. Ja, hör auf, dich zu entschuldigen. Im Übrigen, hast du beim letzten Mal nicht am Anfang gesagt, dass du gerade erst aufgestanden bist und es ist noch sehr früh und jetzt täuscht mir das? Ich mach kurz Pause und schau nach. Ich hab's jetzt spontan nicht gefunden. Ich bild mal ein, sagt mir das, vielleicht war es auch in dem, aber ich glaube, dass er da irgendwas gesagt hat, dass er das direkt in der Früh nach dem Aufstehen gemacht hat. Kann aber sein, dass jetzt der Bullshit dreht. Ich bin ziemlich müde. Okay, also fangen wir beim folgenden Thema an. Das heutige Thema aus der Folge ist meine Erlebnisse außerhalb der Schule. In der letzten Folge haben wir ja über die ersten 3 Jahre meiner Schulzeit gesprochen. In der heutigen Folge möchte ich über die Zeit außerhalb der Schule reden. Also jetzt nicht irgendwie nach der Schule, sondern ich hatte ja 2 Leben so gesehen, so wie jeder Schüler das hat.
Man Ja, am Tage Fettbeitel und nachts. hat die Zeit in der Schule, man hat die Zeit außerhalb der Schule. Und Nein, Rainer. Ganz ehrlich, wow. Super. Geile Information. Also schulpflichtige Kinder, die haben praktisch also zwei Zeiten. Also die, wo sie in der Schule sind und die, wo sie nicht in der Schule sind. das muss man ja immer ein bisschen auseinanderhalten. Wo ich in der Schule zum Beispiel das Problem hatte, dass ich von vielen Leuten angegriffen, verletzt, beleidigt und anderweitig misshandelt wurde, habe ich innerhalb der Zeit außerhalb der Schule dieses Das Problem nicht gehabt, weil du keine Freunde hattest. Problem weniger oder gar nicht gehabt. Ähm, Als ich 7 wurde, also als ich eingeschult wurde, bekam ich von der Arbeitskollegin bzw. der Chefin meiner Mutter, bekam ich dann damals eine eine NES, also ein Nintendo Entertainment System. Okay. Also wenn das stimmen sollte, hat die Mutter eine kommode Chefin gehabt. Also, ich meine, klar, die Dinger, die waren halt. Der ist ein 89er Jahrgang, ja? Dann war das 1986. 96, wo der eingeschult worden ist. Da waren natürlich die NES nimmer up to date. So, da war der Super Nintendo sogar schon am Ende seiner Laufzeit und es war schon um die Zeit, wo der N64 rausgekommen ist. Ich glaube, der ist 96 rausgekommen, oder? Ist der 97 gekommen? Ich glaube, der ist 96 gekommen. Und dementsprechend da haben sie damals die NES haben sie auf dem Flohmarkt hinten auch geschmissen. Aber nichtsdestoweniger kommode Aktion von der Chefin. Vorausgesetzt natürlich, dass es tatsächlich so passiert. Wir wissen, es ist Quelle Rainer. Die allererste Konsole von Nintendo. Und dazu verschiedene Spiele, unter anderem Mario. Es war damals so, dass meine Mutter mit der Freundin vom Chef, also von ihrem Chef, war die befreundet. So. Also der Chef war quasi mal verheiratet irgendwie und war dann aber irgendwie nicht mehr verheiratet und die hatten dann aber irgendwie ein Kind zusammen. Ich weiß gar nicht, wie das genau war. Jedenfalls waren die damals, war es damals also so, dass wir bei denen öfter zu Besuch waren, als wir Kinder waren. Weil die Mutter von mir und die Chefin oder die Freundin vom Chef, die waren halt alle drei zusammen irgendwie, ja, die haben sich halt gut verstanden und die haben halt da auch außerhalb von der Arbeit dann mal ein bisschen privaten Kontakt gepflegt. Ich weiß nicht genau. Rainer, hör mit dem Gestammel auf. Sag einfach, eine Freundin von meiner Mutter hat mir eine Konsole geschenkt. Punkt. Weiter im Text. Wie sich die da normal unterhalten haben. Das war eine ganz normale Freundschaft, schätze ich. Das haben wir als Kinder nicht so mitbekommen. Die Sache ist halt, dass die Freundin vom Chef eine Tochter hatte, die ein paar Jahre, ich glaube 1 Jahr oder 2 Jahre war sie älter als ich bin mir nicht ganz sicher. Und sie hatte damals ein Nintendo Entertainment System daheim. Und da habe ich mich dann, weil wir uns irgendwie beschäftigen wollten, sie und meine Schwester haben sich viel unterhalten und haben viel Blödsinn gemacht, keine Ahnung, was die angestellt haben, denn mich haben sie vor der Konsole gepackt mit 7, 8 Jahren. Das ist so geil. Und dann sogar die jüngere Schwester und dann die ältere Tochter von der Freundin dann sagen so, okay, was ist das? Mit dem wollen wir nicht spielen, weil der ist nicht ganz durchbachen. Und jetzt parken wir den einfach vor dem NES und dann ist er beschäftigt und dann fällt ihm das gar nicht auf. Dann geht er uns nicht auf die Eier. Und ich habe dann da angefangen, oder mit 6 Jahren, 6, 7 Jahren, und ich habe dann an der Konsole die ganze Zeit Mario gezockt. Und ich war davon so fasziniert, dass meine Mutter mir sowas kaufen wollte. Jetzt war meine Mutter natürlich nicht in der Lage, irgendwie sonderlich viel Kohle auszugeben. Jetzt hat sich aber herausgestellt, dass die Tochter die Super NES möchte. Und dafür hat sie damals dann den NES verkauft. Also so die nächste Generation. Und damals war es dann auch so, dass meine Mutter ein Entertainment-System von ihrer Chefin gekauft hat und ich die zum Geburtstag. Aber ich hätte gedacht, es hat die Chefin dann dir geschenkt. Also es ist doch nicht geschenkt gewesen. Also hat es halt deine Mutter gekauft.
Ja, daher wäre es nicht gewesen sein, ganz ehrlich. Die Dinger heutzutage sind die teurer, wie sie damals waren. Geburtstag bekommen habe. Und dann wurde die daheim angeschlossen und dann gab es eigentlich kein Halten mehr. Ich habe dann die ganze Zeit nach der Schule, wenn ich meine Hausaufgaben fertig hatte, habe ich gezockt. Wenn ich denn meine Hausaufgaben überhaupt mal gemacht habe, weil in der Schulzeit selber habe ich dann das letzte Mal erzählt, in der letzten Folge, wie schlecht es mir da ging und Es wäre vielleicht pädagogisch wertvoller gewesen, Rainer, unpopuläre Meinung meinerseits, wenn man dir, der sagen wir mal, kognitiv jetzt nicht so top unterwegs war, wenn man dir dann nicht noch mehr Ablenkung gegeben hätte. Also, dass man dann, weil offensichtlich hast ja in dem Moment, in dem man dir diese Konsole hingestellt hat, hast du dann gleich gar nichts mehr für Judo. Ist natürlich für jemanden, der genügend Köpfchen hat, sagen wir es mal so, um vielleicht einmal das ein oder andere Defizit wieder aufzuholen, kein Problem. Jemand wie du wäre vielleicht schlauer gewesen, wenn man sich da mehr drauf konzentriert hätte, das erste Mal so die Basics lesen, schreiben, sowas. Im Übrigen, ich schaue ja gerade nach, die N64 ist im Juni 96 rausgekommen. Okay. Sprich, eigentlich war da schon der Super Nintendo nicht mehr aktuelle Generation, also da war N64 eigentlich schon angesagt. Aber ich und mein Bruder, wir haben damals auch unseren Super Nintendo verkauft und unsere Spiele, damit wir uns so ein N64 leisten können. Ich habe dann immer weniger Hausaufgaben auch gemacht, wenn ich zu Hause war. Irgendwann habe ich auch teilweise gar keine Hausaufgaben mehr gemacht. Da kam ich dann in einen Hort, aber das ist dann für die nächste Folge, wo ich dann über die weiteren 3 Jahre meiner Schulzeit rede. Ja. Im Übrigen, andere Leute haben es auch schon gesagt, ich verstehe es auch nicht, warum der seine Schulzeit in 3 Jahresschritten macht. Muss man nicht verstehen. Und da war es dann eben so, dass ich dass ich innerhalb der Schule, also innerhalb der Freizeit von der Schulzeit, dann eigentlich immer gezockt habe. Zuerst NES, und später dann Super NES, weil dann, als die N64 rauskam, sie sich dann den NES geholt hat, den N64 geholt hat und dann habe ich den Super NES von ihr gekauft. Also meine ersten beiden Konsolen waren quasi von der Tochter. Das passt doch, die Geschichte passt doch wieder hinten und vorne nicht. Keiner, 96, wo du eingeschult worden bist, ist der N64 schon rausgekommen. Du wirst mir jetzt verzapfen, dass die Leute 96 deiner Mutter den NES verkauft haben, um sich ein Super Nintendo zu kaufen. Und ein halbes Jahr später haben sie dann den Super Nintendo an euch verkauft, um sich ein N64 zu kaufen. Das macht doch keinen Sinn. Tochter der Freundin des Chefs meiner Mutter. Ja, oi, der Schwibschwager vom Hund, von der Affäre, vom Chef, von der Mutter, ihrem Gesicht. Komm zu Potte, Kollege. So, etwas verwirrend. Und ja, Abeng. Ja, das war eigentlich auch im Prinzip schon so wieder fast wieder alles. Ich habe dann irgendwann angefangen. Wir waren eigentlich sehr, sehr viel draußen, so in meiner Jugend. Ja, du kannst nur eins von beiden gemacht haben. Entweder hast du da komplette Freizeit, wie du gerade vor 2 Minuten gesagt hast, nach der Schule mit Nintendo-Zocken verbracht, oder ihr wart sehr, sehr viel draußen. Beides geht nicht. Rainer, der Tag hat plus 24 Stunden und auch damals schon gehabt. Bei schlechtem Wetter waren wir an der Konsole gehangen und haben gezockt. Und bei gutem Wetter waren wir draußen und sind durch die Wälder gerannt. Ja, genau. Er ist gerannt. Ich weiß, als Kind wäre dann nicht so brutal adipös gewesen sein, aber ich bezweifle trotzdem, dass der sonderlich viel gerannt ist. Kinder, die dazu neigen, viel zu rennen, die wären nicht so. Wir haben als kleine Kinder schon gelernt, so ein bisschen Spuren lesen. Rainer, nix hast du gelernt. Rainer, du bist dumm geboren und hast nichts dazugelernt. Ne?
weil wir Und Spuren lesen. Ja, jetzt wird's Hanebüchen. Jetzt wird's Hanebüchen. mussten ja wissen, was in den Wäldern ist. Wir hatten zum Beispiel im Alter von, ich weiß nicht mal, ob das Löwen, Bären, Dinosaurier, alles im Wald. jetzt im Alter von 7 bis 10 oder im Alter von 10 bis 12. Auf jeden Fall irgendwann in der Zeit, bevor ich 13, 14 war, hatten wir ein Wildschwein im Wald. Und Wildschweine können ja, wie ihr wisst, Nach einer der Jäger, der hat dich im Wald gesehen und hat gemeint, dass er Wildsau ist. denke ich, äußerst gefährlich werden. Vor allem für Kinder, die dann keine Ahnung haben. Und deswegen wurde uns von klein auf beigebracht, so ein bisschen aufzupassen und vorsichtig zu sein. Auch weil wir Füchse im Wald hatten. Wir hatten zwar keine Wölfe oder so. Ich glaube, als ich klein war, gab es noch gar keine Wölfe mehr in Deutschland. Alter. Ja, Rainer, Wölfe sind erst in den letzten Jahren wieder angesiedelt worden. Die in freier Wildbahn gelebt haben, die wurden dann erst, als ich 17, 18 war, wieder irgendwie ausgewildert oder so ähnlich. Oder vielleicht ein bisschen vorher. Jedenfalls gab es bei uns keine. Ähm, und Aber dafür hatten ja die Nachbarn Löwen. Das ist auch gut. ja, deswegen haben wir da ein bisschen Spurenlesen gelernt. Und wir haben auch von vornherein beigebracht bekommen, wenn ein Reh auf dich zukommt, dann abhauen, weil ein Reh, was auf dich zukommt, ist unnormal. Das muss dann Tollwut oder so ähnlich haben. Also immer abhauen. Ja, und deswegen haben wir so ein bisschen Spurenlesen gelernt, weil wir wussten, Ja, ihr habt Spuren lesen gelernt. Einen Scheiß hast du gelernt, ganz ehrlich. Spuren lesen. dann, ach, Bremsspuren lesen, das hat er gelernt. aha, da ist ein Reh oder oh, das ist ein Wildschwein, da müssen wir vorsichtig sein, müssen vielleicht in die andere Richtung gehen oder so ähnlich. Und dann das wir halt ein bisschen aufpassen. Ansonsten haben wir dann viel im Wald und der Ruine gespielt. Wir haben auch einfach im Wald Verstecken gespielt. Weil er damals in der Ruine gespielt und dann hat er gedacht, in sowas will ich auch einmal leben, wenn ich groß bin. In der Ruine. So ein bisschen kindliche Fantasien von Rittern und so ein Zeug haben wir auch im Wald einmal aufgespielt. Wir sind dann auch öfter mal in Gegenden ums Dorf herum, sind wir dann auch mal in Büschen gewesen, da haben wir uns sogenannte Lager gebaut. Sogenannte Lager haben sie sich gebaut. Jedes Kind, das auf dem Dorf aufgewachsen ist, hat sie irgendwo Lager gebaut. Sogenannte. Also so ein bisschen Shelter bauen mäßig, ne? Wie man es aus Fallout kennt, genau. Ihr habt als Kinder Fallout gespielt. Survival-Serien und Spielen kennt. Da haben wir uns dann so kleine Unterstände gebaut und haben da, also da bin ich wirklich mit aufgewachsen mit dem Ganzen. Das war richtig cool. Als wir dann älter wurden, haben wir uns zu zweit ein Lager gebaut, was wirklich cool war eigentlich. Also wir haben das wirklich mit Brettern und so weiter zugenagelt. Wir haben uns da dann aus unserer, ja, in dem Fall von uns, aus unserem Stall, hatten wir noch einen alten Teppich. Den haben wir mit ins Lager genommen und haben den dann als Bodenbekleidung haben wir unten alles verbrettert und haben wir dann das drüber gelegt. Es war eine Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie das ausgeschaut hat. Er und seine handwerklichen Meisterkünste. Damals noch als kleiner Dulli. richtige Ranzhütte, so. Aber es war für uns unser Versteck, unser Lager, so. Das sind so die Arten, wie halt so Dorfkinder auch oft einfach spielen. Ähm, was wir viel gemacht haben, wir haben eigentlich hatten wir so 3, 4 verschiedene Spiele, die sich eigentlich immer regelmäßig wiederholt haben. Zum einen hatten wir die Lager bauen, Lager oder halt, ja, ich sage mal so generell so Shelter, beziehungsweise so, ähm, Der stammelt und wiederholt sich, es ist unfassbar. was könnte man noch dazu betrachten? Vielleicht auch so ein bisschen auf Bäume klettern und Baumhaus bauen. Baumhaus war das Wort, das mir nicht eingefallen ist. So Das ist ein schwieriges Wort, Rainer. Baumhaus bauen und so Zeug. Das andere war baden gehen. Da waren wir dann im Weiher und in der Aurach und so weiter waren wir baden. Wobei die Aurach relativ gefährlich war, weil da überall Glasscherben waren. Ähm, Das war das zweite. Und das dritte war, wir haben dann meistens Dämme gebaut. Also wir hatten so einen kleinen Bach durchs Dorf laufen. Und da haben wir dann immer so einen Damm gebaut und haben da lauter Blödsinn gemacht und alles. Ähm, genau. So viel dazu.
Wow, Rainer, spannend. Ich halte mich da so richtig gerade am Tisch fest. Vor lauter Spannung. Ich bin richtig hyped. Super gespannt, was jetzt als nächstes kommt. Und was haben wir noch gemacht? Im Wald verstecken. Genau, die Sachen halt im Wald, die wir gemacht haben. Das Verstecken spielen und Ritter spielen oder so Zeug. Solche Sachen. Ähm, Oh, Leute, ich bin gleich weg, hey. ja, das war Ich habe da im Übrigen nicht Pause gemacht, so das war ja. eigentlich so ziemlich alles. Und das haben wir halt auch in der Zeit gemacht, als ich dann in der Schule war. Allerdings muss man jetzt auch dazu sagen, dass in der Zeit, in der ich in der Schule war, es sehr, sehr oft dazu gekommen ist, dass dann mal meine Nachbarn und Freunde, mit denen ich normalerweise gespielt habe und die mich halt von klein auf kannten, die ich auch sehr klein auf kannte, wo man schon in den Windeln nebeneinander lag und miteinander gebrabbelt und gespielt hat, war es dann auch so, dass ich dann sehr oft von diesen Leuten äh, Boah, Rainer, hör auf, den nebenher mit der Hand in der Hosen umeinander zum Fummeln und konzentrier dich auf die Scheiße, die du hier laberst. Es ist ja nicht mehr auszuhalten. Es ist ja nicht mehr auszuhalten. Ja, und dann haben wir Lager gebaut, sogenannte, und dann, ja, also waren wir im Wald und, also die Leute, also die ich kannte so noch von der Schule. Und dann, hey, das ist ja fürchterlich. ja, die hatten dann Freunde aus der Schule, die hatten sie zu Besuch. Und wenn die zu Besuch waren, haben die sich immer über mich lustig gemacht. Ja. Kinder sind grausam, aber mich wundert's halt nicht. Du dummer Sonderschüler, du kannst ja nichts, warum bist du in der Sonderschule, du Dummkopf. Die haben es damals schon begriffen. Die Urhater. Und so halt. Und das, was mich damals am meisten verletzt hat, ist, dass die Freunde, mit denen ich rumgehangen habe, sowas auch gemacht haben. Wenn die zusammen waren mit denen. Ich hatte Ja, ist halt so. Grundschulkinder, die haben halt irgendwie alle halbe Jahr einen neuen besten Freund. Die Interessen von Leuten in dem Alter ändern sich täglich. Am einen Tag findet man das eine super cool und am nächsten Tag ist es alles super uncool. Nur für Babys. Kennt man. Und wenn dann du da dahergewongelt kommen bist und die haben halt irgendwie neue Freunde kennengelernt auf der Schule für die Leute, die nicht mit dem Kopf gegen die Wand gelaufen sind, dass die dann nicht mehr mit dir abhängen wollten, ist ja vollkommen verständlich. hatte natürlich auch das ein oder andere Mal Freunde zu Besuch. Jetzt nicht so besonders viele, weil ich hatte nicht so viele Freunde. Aber die Freunde, die ich hatte, wenn die zu Besuch waren und wir was zusammen gemacht haben im Dorf, dann haben wir was zusammen gemacht. Da war mein Kumpel. Das kannst du dir nicht ausdenken. Also wenn die dann zu Besuch waren, wir haben was zusammen gemacht, dann haben wir was zusammen gemacht. Rainer, es ist der 4. Podcast und du weißt jetzt schon nicht mehr, was du erzählen sollst. Die bisherigen 12 Minuten, die lassen sie in 2 Minuten zusammenfassen. Ja, also ich habe außerhalb von der Schule NES gespielt. Den NES hat meine Mutter Gebrauch gekauft von einer Freundin von ihr. Wenn ich nicht NES gespielt habe, dann bin ich mit den Leuten im Wald gewesen. Da haben wir Lager und Staudämme gebaut. Und meine Kindergartenfreunde von früher, die jetzt auf der Nicht-Dulli-Schule waren, wollten mit mir nichts zu tun haben. Und mit denen Leuten, mit denen ich was gemacht habe, habe ich halt dann was gemacht. Punkt. Wie lange hat das jetzt dauert? 20 Minuten Podcast macht er da draus. Da waren meine Freunde, mit denen ich sonst auch gespielt habe, auch willkommen und wir haben uns auch ganz normal unterhalten und ganz normal unser Leben geführt. Aber wenn die ihre Freunde dabei hatten, die waren dann alle so überheblich und hochgestochen, dass sie alle immer so mich verarscht haben von wegen, ja, ich bin so dumm und keine Ahnung. Es gab in der Zeit eigentlich nur einen einzigen, in der das so schlimm war, gab es eigentlich nur einen einzigen Vorfall, wo ich sage, okay, mit dem habe ich mich auch gut verstanden. Wobei
der Patrick damals, ich glaube Patrick hieß er, das war Ja, du hast ja Patrick-Geschichte schon im letzten Ding hier damals ein wenig ein verzapft. anderer Vorfall. Na gut. Ähm, Ich wurde also in dem Fall nicht nur in der Schule ausgegrenzt, sondern halt auch nach der Schule. Und das, obwohl ich mit vielen von denen auch im Kindergarten war. Oder die aus der Zeit vom Kindergarten kannte. Entweder war ich im gleichen Alter, die waren. Ja, du warst ganz arm dran. Alle haben dich gemobbt und du hast nie was dafür gekonnt. Wir haben es begriffen. Hier Tränendrüse zu. Weiter geht's. Ein Jahr älter oder ein Jahr jünger. Auf jeden Fall war das immer so aus der gleichen Zeit. Teilweise waren das auch Kinder, die ich aus der Nachbarschaft auch kannte, also aus den Nachbardörfern, aus Emskirchen, aus Flugshof, aus Neuschauerberg und so weiter, aus der ganzen Umgebung, ja, eben aus der ganzen Umgebung, aus Hagenbücher und so weiter. Ja, die Und das ganzen waren alles saudummen Bauernkäfer da außen rum. so Kinder, mit denen ich, das waren alles so Kinder, mit denen ich aufgewachsen bin, schon im Kindergarten und so. Und mit denen ich da schon im Kindergarten viel zu tun hatte. Das Ähm, erwähntest du bereits, Rainer. und mit denen ich mich auch immer verstanden habe. Aber zu dem Zeitpunkt haben wir uns nicht mehr verstanden, weil ich der dumme Sonderschüler war. Ich war der Sonderling, ich war der Ausgestoßene. Und das war eine Sache, die mir persönlich sehr auf die Nerven gegangen ist. Denn eigentlich habe ich mir auch nichts anderes gewünscht, als einfach nur mit meinen Freunden ein bisschen was zu spielen. Ja, aber Rainer, jetzt lass doch mal die Kirche im Dorf. Kinder können grausam sein, hin oder her, wissen wir alle Bescheid. Aber du musst dir dann auch schon einmal denken, wie das für die ist. So im Kindergarten waren die irgendwie mit dir befreundet, zumindest glaubst du das. Und dann sind die auf eine Schule gegangen. In dieser Zeit verändert man sich so brutal schnell. Es ist, also gerade dann, wenn du in die Schule kommst, bist 6 Jahre alt. Die ersten 3, 4 Jahre, dann bist irgendwie 10 Jahre alt. Natürlich ist man da anders drauf. Und wenn die dann andere Freunde haben, die cool drauf sind, die auf demselben Entwicklungsstand sind wie sie und mit denen sie was machen wollen, und dann kommst du da dahergewongelt, mit dem Daumen im Mund, auf dem Stand von einem Dreijährigen und verzapfst irgendwas von irgendwelche Löwen und Wildsäue und vom Pferdenlesen und hier lässt die Leute, die dir nicht passen, von deinem Vater vermöbeln. Ja, natürlich wollen die mit dir nichts zum Tor haben. Natürlich wollen die mit dir dann nichts zu tun haben. Und natürlich wollen die dann auch nicht, dass ihre neuen Freunde mitkriegen, dass sie mit dir mal was zum Tor gehabt haben, weil dann machen sie ja, Code-Midas-mäßig unmöglich. Es ist, also klar ist jetzt nicht die feine englische Art, wenn man mal befreundet war, dann zu sagen, na, verpiss dich, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Aber es lebt sich halt auseinander, und ganz ehrlich, dass man sich für die schamt, das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Aber gut. Ähm, Ich habe es auch nicht besser gemacht, indem ich dann halt immer so ein bisschen erzählt habe und gesagt habe. Und dann habe ich auch dumme Sprüche losgelassen und ich weiß gar nicht, was noch alles. Ich weiß auch nicht, was ich jetzt nur noch sagen soll. Ja, dann mach keinen Podcast, wenn du nicht weißt, was du dazu sagen sollst. Immer diese ewigen Pausen und dann denk, er hat keinen Plan. Der Mann hat keinen Plan, was er da gerade tut. Viele Jahre habe ich mich da selbst bemitleidet. Rainer, du bemitleidest dich bis heute. Die letzten 5 Minuten von dem, was du verzapft hast, war reine Selbstbemitleidung. Ist alles nur, oh, ich war so armer Bub, und meine Freunde, die wollten auf einmal gar nichts mehr mit mir zu tun haben. Darauf werde ich auch. Und das geht bis heute. Bis heute. Alle haten mich. Warum macht die Regierung nichts dafür? Ich bin ja so ein armes Opfer. Ich will nur mal leben. Auch nochmal spezieller eingehen, aber im Alter von 13 Jahren wollte ich mich auch das erste Mal umbringen. Das ist mittlerweile natürlich vom Tisch, aber Auch da ist jetzt schwieriges Thema, aber auch da call ich Bullshit. Rainer ist nachgewiesen, diagnostiziert Narzisst. Ja. Narzissten bringen sich nicht um.
Narzissten bringen sich nicht um, weil die der festen Überzeugung sind, dass sie das Beste sind, was diesem Planeten jemals passieren hätte können. Im Leben nicht. Im Leben nicht. Auch damals schon nicht. Noch dazu ist er zu feige, um sich umzubringen. Ja. Es ist wirklich so, dass ich in der Zeit eine schwere Zeit hatte. Es gibt natürlich Menschen, denen geht es immer noch schlechter. Ja. Ja, es gibt Leute, die im Teenageralter eine schwere Zeit hatten. Herrgott, Rainer, dass sowas gibt. Die meisten Leute haben im Teenageralter eine schwere Zeit gehabt. Das ist so letzten Endes dann irgendwann auch so ein Stigma geworden. Letzten Endes ist ein Stigma geworden. Ja. Es gibt immer Menschen, denen geht es noch schlechter als mir. Also warum habe ich das Recht, mich zu beschweren? Und deswegen mag ich es auch nicht, mich zu beschweren. Nee, du beschwerst ja nur den ganzen Tag. Ich meine, ich mache es trotzdem, aber ich mag es nicht. Und am Ende ist es aber immer so und läuft immer am gleichen Punkt zusammen. Ich habe den Fehler gemacht, dass ich mein Leben so, wie ich es führe, falsch führe. Ich bin der Scheiße baut. Du bist derjenige, Rainer. Du bist halt einfach derjenige. Und du warst halt damals anscheinend auch schon derjenige. Ich bin der sein Leben in falschen Bahnen lenkt. Ich bin der das Falsche gesagt hat, das Falsche gemacht hat, die falsche Frau angelächelt, den falschen Kerl zugezwinkert, was weiß ich. Und das ist so eine Sache, die halt immer wieder aufkommt. Die halt immer wieder aufkommen. Na gut. Was gibt es noch zu erzählen? Wir haben, wie gesagt, viel im Weiher gebadet. Das waren wir, hattest du glaub schon ich, erzählt. älter. Ich weiß aber noch, dass wir damals so Nacktbaden veranstaltet haben. Muss man dazu sagen, das ist nicht unbedingt ein sonderlich abgelegener Ort gewesen zum Baden, sondern war mitten an der Straße. Und wir haben uns dann, sind dann aus dem Wasser rausgekommen, haben uns dann da hingelegt. Mein Kumpel war noch da, hat sich abgetrocknet, war noch gestanden. Da kommt hinter ihm eine Fußgängerin vorbei, läuft an ihm vorbei, er dreht sich um. Ich glaube, da waren wir schon 16 oder so. Und sie sagt nur so, super. Und dann macht er Daumen hoch und läuft weiter. Ja, schön. Die Geschichte, die haben wir ganz dringend braucht. Die Fußgängerinnen in Emskirchen, die Minderjährige belästigen. Da hat es gelernt, der Rainer. So wird's gemacht. Und wir haben uns so den Arsch abgelacht darüber. Wir haben uns so den Arsch darüber abgelacht. Da lachen wir heute noch drüber. War immer wieder geil. Ja, und ansonsten, was haben wir da groß noch zu Da lachen sie heute, also er und seine Freunde aus der Jugend, wenn sie sich mal wieder treffen und über die guten alten Zeiten reden. Rainer, laber nicht. erzählen? Ja, genau. Wir hatten mal die Situation, dass wir Hochwasser hatten. Oben im Dorf. Und Rainer, Wasser fließt von oben nach unten. Also wenn ihr oben im Dorf Hochwasser gehabt habt, dann habt ihr unten im Dorf höchstwahrscheinlich auch Hochwasser gehabt. zu dem Zeitpunkt waren wir am Damm bauen und dann wurde von unseren Eltern hinten an dem einen Weiher das Wasser abgelassen, damit sie die Fische am nächsten Tag abfischen konnten. Und da ist ziemlich viel Wasser gekommen. Und wir hatten damals den irren Versuch gestartet, während dieses extremen Wasserzuflusses, der normalerweise nicht so extrem ist, einen Damm zu bauen. Das ist halt nicht so schlau. Und wir haben es tatsächlich geschafft, da einen Damm zu bauen. Wir haben da einen Damm gebaut, der so stabil und so hoch war, dass man ihn als kleine Brücke über den Bach nutzen konnte. Wir haben einen kleinen Ablauf gebaut, dass das Wasser jederzeit ablaufen konnte. Und dieser Damm stand, glaube ich, wirklich fast 8 Jahre. Ja, genau. Rainer hat den Hoover-Staudamm in Emskirchen gebaut. Das kannst du alles nicht ausdenken. Der große Ingenieur. Oder sogar 10. Ja, Der 10, stand so lange, 20, dass der 50 Jahre. Der ist schon gestanden, bevor du auf die Welt gekommen bist. So gut hast du den baut. wie das nächste Mal richtig Hochwasser war, und zwar wirklich extremes Hochwasser, erst bis dahin stand der noch. Also wir haben den damals richtig stabil gebaut. Das fanden wir damals alle ziemlich cool. Äh, ansonsten, ja, wir haben halt unseren Blödsinn im Wald und in den Wiesen gemacht. Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich relativ
früh angefangen habe, meine Sexualität zu erforschen. Ja, Rainer, davon wollen wir alle nichts wissen. Wir kennen es zu Genüge. Und auch in die Richtung hatten wir uns da schon öfter mal in die Wälder und in die Büsche und in die Wiesen verkrochen und unseren Blödsinn da veranstaltet. Möchte ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Ja, da geh überhaupt nicht drauf ein. Ja, das Ganze ging dann aber auch erst wirklich los, als wir dann schon so 12, 14 rum waren. Ich gedacht, du wolltest jetzt nicht genauer drauf eingehen. Dann lass es doch gut sein, bitte. Auch wenn wir damals absolut null gerafft haben, was wir da überhaupt machen. Das hatten wir auch in dem früheren Alter natürlich nicht begriffen. Das haben wir dann erst später begriffen. Ja, und ansonsten war es das, denke ich, auch mit der heutigen Folge wieder. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video, beim nächsten Stream wieder mit dabei. Und Nächste Folge kommt bestimmt so. Komm, schaltet pünktlich ein. Grüße gehen raus an alle Kinder der 80er Jahre, die diese Folge von Alf noch kennen. Mit der Gilligan's Island Geschichte. ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Diese Woche kommt keine Folge mehr, aber ich möchte mindestens 2 Folgen in der Woche raushauen. Das heißt, die nächste Folge wäre in dem Fall, wartet mal kurz, wir haben die. Die nächste Folge ist meine Zeit zwischen der 3. und der 6. Klasse. Der Grund dafür ist, wie gesagt, dass ich die 3. Klasse zweimal machen musste. Aber warum ich das zweimal machen musste, habe ich in der letzten Folge ja schon gesagt, dass ich dann nochmal genauer in der nächsten Folge darauf eingehen werde. Da geht es dann auf jeden Fall wieder um die Schulzeit. Genau. Ansonsten, wenn euch irgendwas Bestimmtes interessiert, schaut bitte mal in die Kommentare und schreibt rein, was euch interessiert und was ihr vielleicht etwas genauer detaillierter wissen möchtet. Dann danke ich euch jetzt fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal, beim nächsten Video, im nächsten Ja, Gedöns, Platinums, Ding. Boah, das war anstrengend. Leck mich am Arsch. Also, ich habe jetzt nach dem letzten Ding tatsächlich ein bisschen die Hoffnung gehabt, dass das ein wenig unterhaltsamer wird, aber das war zäh wie Kaugummi. Was er da verzapft hat, das hättest du in einer Minute runterballern können. Ui, der Keks. Naja. Ich habe dazu nicht mehr viel zu sagen. In diesem Sinne, tut nicht, was Rainer tut und Metal auf.